like a Hellcat. 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 Walking the Tell me like a Hellcat. Hellcat.
Like a Hellcat. Like a Hellcat. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are
Ladies and Gentlemen, welcome back zum Rocket League Showdown. Der nächste Match steht im Programm, das gewünscht den Hokum bei mir, den zwar noch nicht Servers, mehr auch die Spieler sind noch nicht beigetreten. Salut Hokum. Salut. Ja, ich bin den Hokum und ich bin der Sub von Elite Gaming und ich helfe halt gerne aus beim Kommentieren. Okay, tipptopp. Also, wir haben ja immer einen anderen Co-Kommentator dabei, das ist ja schon mal tipptopp. So, heute sind wir Judas Gaming gegen Enraged. Enraged natürlich ein extrem gefährlicher Kipp, wahrscheinlich sogar die beste, die hier im Turnier mitspielt, die best angespielten sogar. Und das geht nicht einfach für Judas Gaming. Ja, ich denke noch, also ich waren mal spannende Matcher und ja, voilà, jetzt sind wir wirklich, ich freue mich richtig drauf. Die cool. H-Zilo schon gejoint, so, da haben wir auch mal den Ingame-Sound. So, ich meine schon noch gejoint. Sorry, dafür war ich ein bisschen aufgelenkt. Jo, okay, also Judas Gaming scheint schon komplett dabei zu sehen. Den El Grumpy, den Piper Mania und die Jandemann. Da waren wir nämlich noch auf Enraged und da kann Lass gehen. Perfekt. Cool. Wie gesagt, ich meine, die wirklich spannende Matcher. Aber das lassen wir dann die... Diese Match ist dann auch gesponsert von Burger King. Schon eine Portion Fritten und eine Cola von Burger King bei Krut. Tipptopp. Mega. Jo. Ich ernähre mich doch ein bisschen mehr gesund. Das ist schon eine Cranberry Juice. Ist ihn dran, oder? Jo, du bist du. Wir waren nicht mehr noch Spieler von Enraged, die wahrscheinlich nach Abwärme sind. Sobald die aber joinen, kann es Lass gehen. Ich denke, die stehen auch mit der anderen Equipe in Kontakt. Also, du weißt die andere Mann schon Bescheid. Die sind weh. Das ist nur Punkt 20 Jahre. Du hast das Match offiziell un. Und direkt danach haben wir direkt ein Match Overtime gained Dread Lions. Wahrscheinlich den Highlight von der Woche, den interessanteste Match. Wirklich gespannt auf den. Ja, ich bin noch gespannt. So, jo, muss man warten. Ja. Das ist ein Rich Joint. Ich denke, also sie erst nochmal als verlose, ich denke, die sind auch gleich bereit. Ja, genau, ich hatte wiederum am Dragon geschaut und er sagt, sie gingen eigentlich zur Party mal für warm zu spielen, für einen Abend, weil ihren dritten Mann relativ spät heimkommen ist, oder bei der Computer kommen, sagen wir so. Und er sollte gegen eigentlich zu machen und dann kommen. Also denke ich, dass alle Moment antreten werden. Sollst du. Ah, da sind sie schon. Okay, davon können wir so lösen aufhängen. Nice. Weil die echt joinen, gehen wir auch an den Watcher-Mode dran. Was muss ich so genau machen? Du drückst einfach auf Zuschauer. Okay, perfekt. Cool. Die Leute wollen gerade wie soll man ran, so einfach mal dem JT besteht, dass den Match kann gehen. Mehr riechen als du nur der Spieler. Ich denke, ich denke, Enragers du auch Brett, das wären sie definitiv nicht auf den Server gejoint. Und du, Judas Gaming, dann lass es geht. Nächste Match, Judas Gaming gained Enraged. Und direkt mal Judas Gaming Pluspunkt 4 hier Symbole, hier Profilbilder, die sind nämlich schön ähnlich. Ah ja, mega cool gemacht. So, einfach geht der ganze Match nicht. Fängt doch schon direkt extrem schnell an. JT hat schon zerstört vom El Grumpy, die wissen halt wen der das. Dark Dragon halt ganz gemütlich in der W. Bringt den Ball an mit, so wie es gehört. Midoriya geht an die Luft und so könnte JT direkt mit einem Ugriff. Geht leider daneben. Und Midoriya mischt dran. Schöne Goal. Schön dominiert gespielt am Moment von. Ja, das war ein base Winkel. Frag ja. Da wird hier das Gaming nicht viel zu melden gehabt. Ne, du den direkt Pressure gespürt von Enraged, also die haben direkt so zu 3 auf die Goal geschossen, 2-mal Lad und dann River und dann den dritten war ran. Kann ich nicht ja, sagen. oh, komische Rockgeschoss. Ich meine, das Sprite mal als Highlight.
ganz komisch dat du vom hexte Punkt Scheruf gedonnert Schön. verlangt so will man warum hab's gesehen von der anderen Seite von der blauer Seite von Judas Gaming soll ja halt nicht eng One-Man-Show gehen ne Midoriya haut voll auf Form Licht nicht brennen. Ich meine, du musst das Gaming sich eng abfallen am Moment das enraged immens aggressiv immer immer an der Halschen vom gegnerische Spieler. Ja, das Gaming wahrscheinlich auch schon ein bisschen erschreckt vom Numm allein. Me wie gesagt, das auch möglich enraged zu schlagen an muss ihn einfach nehmen besser Positioning hun an natürlich ganz viel Mechanical Tactics. Ja. Ah, du sei den die sie noch richtig gut gespielt. Ja klar, das ist natürlich das schwierigste Teil bei Enraged, dass die Spieler die schon quasi sind so null Summe spielen. Ja, ich war gerade so. Die hältst du nicht so einfach ausnehmen. Ich hoffe aber, dass das Gaming vielleicht ein bisschen an Spiel raffend an den enraged Spiel bis mich schwer mischt. Das wäre schön zu gesehen. Und ich denke, sie könnten da doch packen, weil sie sind alle gut, manchmal aber gut Jungen. Also technisch gut Jungen. Ja, ich denke noch. Also ich denke, dass du eine Challenge schaut. Mal gucken, ob mal gesehen. Das war schwierig. Ja, geht schwierig. Da war schön Passspiel zwischen dem Dragon und dem JT. Proper gespielt. 2 Leute auf sich gezogen und dann JT ganz frei. Auch den Grumpy Heimer, den Jäger NRW. Ein Auto, den du nicht so oft gesiegt. Also ein Hybrid-Hitbox. Bisschen mehr Spezielles, eine Kombination zwischen X-Devil und Dominus. Okay. Das heißt, du lernst sogar einen Apps bei. Wie man auch noch nicht so viel gesehen. Jandemann hat hier geflohen. Ich meine, Jandemann. Das war unglücklich. Ja. Wer den do rausgeflogen kommen, hatten sie vielleicht eine Kontermann. Ah, du musst so abesanisch kommen. Momentan rennen sie hot an her, das Gaming. Die müssen sich ein bisschen fannen. Genau. Was sind die Force vielleicht so machen? Mal gucken, wo sind die Löcher von Enraged? Da hat auch immer Pinch, der probiert das Anzeige geht ran. Schreck. Schöne Goal. Badewinkel. Sieht sogar am Replay noch besser aus, wie man für Druck gesehen haben, live. Man steht schon 7-0 an der 3. Minute. Ich lebe in Brasil. 7-1. Das Gaming. Los bestimmt am Start. Ein Rage dat so lässt. Ich ging den Jungen nicht gönnen. Ja, du hast so den eine echt versucht. Situation, aber leider das Gaming los schon nicht sich aus dem Nähen geholt. Ja, sie machen die Double Commits, das ist gefährlich. Aber bon, sie haben im Moment nichts zu verlieren. Das heißt, sie können ein bisschen auf Risiko spielen. Genau, dürfen aber auch nicht so viel riskieren, weil ein Boot das natürlich auch, das hält sie ein bisschen mehr vom Gewonnen weg. Ja, natürlich. 8-0 geht immer mehr schwierig, wenn du nicht könnt. Da sind wir nur nach einem 2-0. Ja. Klar, nach einer gesucht, das hat das dran du stoßt natürlich schwere Kippen, ob mich starke Kippen, und das Ganze ist noch nicht so ganz ausgeglichen. Das wird sich aber in der Runde 2 schon besseren, an der Runde 3 haben wir definitiv einen anständigen Filter. Da stößen definitiv heftig Niveau in Obenen, die ziemlich ausgeglichen sind. Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist halt so an der... Genau. Dann nach ein Kehr, es geht halt nicht mehr um das Seeding. Die Kippen alle gesehen am Gang, sich zu qualifizieren für den Loser Brackets, respektive Winner Brackets, Double Elimination Round. Also alle Kippen, die hier mal verliert, wenn sie alles verlieren, ist auch nicht schlimm. Sie sind trotzdem an der Runde 2 dabei. Ja, das ist sicher. Dafür, das ist nicht verloren.
ich mein Judas Gaming auch für run Martine gespart, sie wissen natürlich was ob sie so könnt ja also das schon ich mein, die Reaktion war wahrscheinlich ziemlich sauer wo sie den Bracket gesehen haben wie GW spielt 10:0 Lo überdreift den Rage Tire aber bisschen ja mir das auch gut für sie das ist schön Training an oft für das Gaming schwingen du lehrst immer mehr bei starken Equipen und auch wenn du verlierst kannst aber viel aus dem Match raushöllen und wenn sie sich nicht so viel abregen und was wir sich die zweite Match vielleicht besser rappen da können sie bis mit Druck machen vielleicht nicht gewonnen direkt mehr aber manst mir ein knapp köcht man und dann also ich kann mir da gut vorstellen sie spielen noch lo bisschen mir sicher schon und ich gefühl lassen sich nicht 100% ausschüchtern was meinst du jo aber ich lebe nach immer unser wie gesagt E-Goal unser E-Goal erzielen dann sind sie schon Menge Helden du kennst ja. Allen 3 Key von mir geschenkt oh okay das ist ein U-Sporn ne ich denke schon besonders mit der neue Triumph Crate die du rauskommen hast ja das stimmt den neue Black Market das ja richtig krass gehen ja auf jeden Fall oh, schön verteidigt Doria Römming passert mit Jan de Mann Molenka man denkt anscheinend ist es safe geht aber leider direkt um den Rage JT und Ball passt River ob Midoriya Dark Dragon gesagt doch an Midoriya mischt aber war den Pass ja also gesagt denn die Jungen die sie richtig gespielt also schein 12:0 ja, da sie so klein Fehler du gehen sie zu 2 an den Ball du warten sie zu am Goal du mussten sie sich noch besser aufschwätzen ne jo du fehlt wahrscheinlich schon Kommunikation ich weiß nicht wie lang die zur Summe spielen oh, du könnt Chance ja, das Chance ich meine du können aber der Konter oh gut verteidigt aber gefährlich du den Ball so an der Luft los und das gesagt den JT ja. an du kannst du nicht ja. Also wann den JT do seine Chance gesagt unglücklich auch vom Janhai wie den Midoriya wann ich mich Studierenden geblockt wird ja da geht Ried an Blut kannst du Ried drauf an den JT den merkt das direkt den hast dann immer direkt zu stellen und das ist dann ein einfach Goal für ihn hallo mal denken Double vielleicht ne geht das gar nichts Midoriya no an dann pass auf den Dark Dragon den auch necker ranchast leider geht ja. 1:0 für Enraged ja hast natürlich ein saure Match hast nicht einfach an ja da muss man gucken wie das dann darum ausgesät ja so, das ist richtig natürlich Enraged Tieren verdenkte Punkt wann Spieler Brett sind immer an die 2 Tronnen wie das Gaming Gate Enraged ja Judas Gaming ich denke die man sich Kick ab die dürfen sich einfach nicht viel Druck machen und voilà. Die Chase ihre Goal kriegen sie hier 3 Keys und dann hören sie alles erreicht für autonomen Enraged wirklich einfach ein starke Keeper und ich denke auch Mod Favorit an diesem Turnier oder definitiv der Favorit ja. Schon auf diversen Turnieren immer als Nummer 1 herausgefiltert hat lo Emo lang Downfast schmengen allen dat verlieren der tut nach mir stark gemacht wie gesagt der Rockblick ja. Musste viel verlieren wie überhaupt nur richtig gut zu gehen genau und wie gesagt oft an enger Niederlage lehrst May bei weil du analysierst du echt den Fehler weil beim Gewinn du bist einfach okay mir gewonnen weil man besser gespielt tun einfach als Dach gemacht mir wann du verlierst dann stellst du vor für was immer verloren was Positioning was Mechanics was schlechten Teamplay was für sich ich denke du das hilft definitiv
schönen Double Touch vom Dark Dragon. Natürlich war okay Widerstand. Dark Dragon hat genug Zeit an der Luft. Es war noch machbar, den zu halen. El Grumpy, mänglisch, war du verwehrt. Ja. So, El Grumpy, Lorem, alles von ihm hängt doof. Schätzt den Ball leider nicht mehr mit, aber könnt ran. Kriegt leider kein zweiten Touch drop. Jandemann Brett, Pipan, Lo im Ball. Probiert. Nee, geht der JT keine Chance. Pinch, geht der Potto. Glück gehabt für Judas Gaming. El Grumpy im Ball. Dark Dragon ob der Goal. Pass auf den JT. JT kennt natürlich nur gefährlich aus der Luft. Dark Dragon Niger schön aufgefangen. Jandemann, Lober denkt safe, leider nicht. Pipan, Jandemann dort Lewe gerettet. Das war kein gut Pass an die Luft. Achso, und der Gegner gang an JT geseitet natürlich. Ja. Also du gesagt Judas Gaming. Bisschen verloren du an der Defense. Genau. Stehen sich selber am Weh. Genau. Sie müssen sie schaffen mehr, wie gesagt, das ist natürlich bewusst. Ich denke noch den Chat weiß, den Enraged Num nicht am Land breit gemacht. Ja, sie zecken du im Moment und dann ist es spät, weil die drei sind einfach so, sie spielen so gut man nähen, die holen direkt eine Chance von sie gesehen. Du darf Judas Gaming einfach nicht zecken. Sie hat viel gut verteidigt. Du hast ein bisschen mehr aggressiv, sind ein bisschen durch den Hasselig, ein bisschen auch. Lo, Piperman singt Chance, oder Pipermania, sorry für den Namen. Der Jandemann. Nee, ist mitgespielt. So, Medoria, Lo, schön geklärt, und mit JT. Ob Medoria. Du bei der Passant mit, weil JT echt da, wenn du Judas Gaming ging. Ein Tick echter sprangen, an sich trauen den zu holen, könnten sie vielleicht ein bisschen Druck machen. Unglücklich natürlich Lo rausgeholt vom Jandemann. Ja. Der wäre eigentlich so gut nicht rangegangen. Hat den Jandemann nicht berührt. Ja. Nein, leider nicht. Mais das ist unglücklich. Du auch schon das Brett, also du war die Vorsorge schon das gebracht von Judas Gaming. Aber weiter geht es. Pipermania. Dark Dragon Loma länger passend mit. JT do geprejumpt. Nicht viel bewirkt. Geht auf ein Demo. Hält El Grumpy aus der Defense raus. Gut gespielt. Ja. Und dann hast du Goal frei. 4-0 enraged. Judas Gaming, ich glaube noch mal nicht. Aber natürlich eine starke Leistung von Enrage, das war ja gewusst. So, schönes Ceiling High. Oh, geblockt von Pipermania. El Grumpy rim länger der Defense hat das nicht gut gefährlich. Midoriya kriegt den Ball nicht durch. Dark Dragon. An JT probiert den Winkel, kriegt er nicht hin. Sie spielen nur ein bisschen High und Backboard. Könnt kein richtig offensiv mehr von ihr das Gaming durch. Grumpy Lo auch nicht ganz gut geklärt. Jandemann probiert in der Mauer bis an, kriegt den Ball durch und bammt doch nach den Midoriya High. Mit JT werde winken. Schreck. Komplett Kontrolle über das Match. Ja. Und noch, was mir aufgefallen ist, einfach immens viel Boost-Control. Du sagst einfach, Judas Gaming lebt oft ohne Boost rundherum oder mit ganz wenig Boost. Und die sitzen dann da am Goal zu 2-3, können aber nicht viel machen, weil kein richtig viel Boost hat. Ich meine, du musst dich ein bisschen besser aufschwätzen. Einfach einen am Goal. Ah, immer schöne Goal. Du musst es einfach einen am Goal lassen, den anderen boostische Goal lassen und dann du besser kommunizieren. 1 Minute 50 zu spielen. 6-0, das kann auch mal zu Brasil gehen. Ich glaube, du lebst in der Brasil. Ja. Pipermann Lo, schön geklärt. Jandemann springt du aus keinen erklärlichen Gründen. Ja. Du hast schon diesen Double Commit zu 2 an der Luft, da holt ein Reach natürlich Spur, der Kontakt dann der 4 Deal. JT Lo macht einen schönen Double Touch. Also mehr krass kannst du den Winkel nicht wählen.
quasi 90 Grad an der Goal gedonnert. Ganz schön. Ja, das sind so die kleinen Fehler, wo ich so, wenn du das Gaming Idee an 3 kriegt, dann denk nicht, dass sie an dem Turnier aber noch können Matcher, also viel Matcher gewonnen, weil sie spielen aber gut. Das ist halt so pure Double Commits an schlechte Kommunikation, wo einfach K geht oder dann, wenn sie das an 3 kriegen, ich meine, du kannst sie wirklich noch ein gut Stückchen besser spielen. Wie das Gaming natürlich auch eine Kipp, die kennt, regelmäßig bei Turnieren dabei gewirrscht. Lux Gamer, die haben damals eine Liga gespielt, wo sie dabei waren. Damals haben sie noch als Bronze angefangen. Heute spielen sie schon am Platin-Niveau, also eine Kipp, die sich konstant verbessert und sich auch an den Divisionen, an den VGLU Rocket League Contests immer Rupp geschafft. Stark. An der Season 1 haben sie nach der Liga Division 4 gespielt. Und das Season 2 war schon Division 3 und ich denke, wann Season 3 geht, dann spielen sie dort Division 3. Okay. So, du hast in Brasil dann noch schon gestorben. Ich wollte gerade so, ja, leider schon. Dann hoffen wir auf den einzigen Goal. Den Ehrentreffer. Genau. Den Chat wird wahrscheinlich auch matt favoren. Lo, El Grumpy hat eine schöne Play. Ob der Jandemann bringt ihn an den Eck. Wenn er unglücklich bounce, ne, Dark Dragon gesagt hat, und JT schon ist direkt mit dem Angriff auf den Boot. Kann leider leider nichts nichts machen. Ja. Jandemann, du nicht richtig gechallenged. Ja, wahrscheinlich war es schon zu spät. Dark Dragon direkte Sinn instant Ceiling gewischt. Dann halt der bekannte Boost-Bug. Die Leute boosten da nicht am Start. Das ist einfach nicht ein Grafik-Bug oder was auch immer. Ja. Oh, lo, Bump, hi von Jandemann. Zu 2 am Goal. Du, El Grumpy geht ein drohen. Holen sich rum aus dem Spiel. Enrage lo voll Kontrolle an dem blauen Eck. Passt dann mit. Dark Dragon ein Ball. Lässt ihn droppen. 2:0. GG. War nicht anders zu erwarten. Trotzdem gut geschlagen, das Gaming. Respekt. Respekt, Die ja, nächste auf jeden Partie Fall. geht wahrscheinlich besser. Ja, ich Ja, denke der noch, dass Content ist wie du so slow kommen Loser Brackets, Winner Brackets und dann kommen die jeweilige Kippen, die ein bisschen schwach sind, ein bisschen stark sind, mehr bei nähen und dann voilà, dann spielen die ein bisschen Gleichmatcher. Bisschen mehr Intensivmatches. So, Ja, ihr könnt voilà. nur direkt drauf bleiben, weil lo am kürzer Zeit geht direkt schon der nächste Match weiter. Ich berede den Stream dann ein kurz viel und da gibt es immer Overtime gegen Red Lions. Ein Match, den ein bisschen mehr ausgeglichen kennt sehen. Mal gucken. Red Lions bekannt für stark an der Defense zu sehen, an Overtime natürlich bekannt für auch ein anständig offensiv zu tun. Also durchstoßen 2 Kaliber benehmen. Dort drauf sind ich schon gespannt. Bis Ich freue gleich. mich.